είναι η ευχή του Ιησού. Τώρα προχωράμε περισσότερο στην ενδοχώρα. Jetzt betreten wir den eigentlichen Bereich des Gebets. Das Jesusgebet ist die Essenz aller Gebete, die es in unserer Kirche gibt. Das Jesusgebet ist das konzentrierteste Gebet, das am meisten erprobte und das wirkungsvollste Gebet, das der Mensch beten kann. Ja, und wie wir es verstehen, ist das Jesusgebet das direkteste Gebet und das für alle Menschen zugänglichste, nicht nur für Mönche. Und das ist sehr wichtig. Και αυτό επίσης έχει μια μεγάλη σημασία, διότι και κοσμικοί αλλά και μοναχοί προσεύχονται με το ίδιο, διότι αυτό είναι που αμέσως μας ικανεί να προσλαμβάνουμε τον Θεό, όπως τα μάτια που γεμίζουν από το φως. Beten dieses Gebet die Mönche, die den Himmel nachahmen, und die Menschen in der Welt, die das Mönchtum nachahmen. Es gibt keinen Unterschied dem Geiste nach. Που μιμούνται των ουρανών και ο κόσμος που, όπως λέγουμε, μιμείται τη μοναχική πολιτεία, προσεύχονται δι' αυτής της ευχής. Η ευχή λοιπόν είναι Das Jesusgebet ist etwas Erstaunliches, das aus der Tiefe der Existenz des Mönchs aufsteigt. Ja, aus der Tiefe der Existenz des Menschen, der Gott ersehnt und erwartet. Das Jesusgebet ist das, was das Leben der Väter der Kirche bestimmt hat. Es ist eine Frucht, die dem Menschen gegeben wird, dessen Leben dem Geist des Evangeliums entspricht. Είναι ένα βίωμα των πατέρων της Εκκλησίας και είναι ένας καρπός ο οποίος παρέχεται στους ανθρώπους οι οποίοι διατηρούν μια καθαρά και ευαγγελική πολιτεία. Είναι λοιπόν η ευχή Das Jesusgebet ist also eine lebendige Erinnerung und Anrufung des Namens Gottes. Επίκλησης του ονόματος του Θεού. Dieses Gebet ist so kurz und ist nur eine Wiederholung der Worte, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Με αυτήν την επίκληση και την επανάληψη, was geschieht in uns bei dieser Anrufung und ihrer Wiederholung? Wir gewinnen eine kraftvolle Geistigkeit, die nicht aus uns kommt, sondern von Gott. Wir wiederholen den Namen Gottes. Das ist nicht irgendein Name, sondern der Name, der viel umfasst, der die Göttlichkeit umfasst, der diesen Christus in sich enthält, der unmittelbar in Verbindung tritt mit unserem Herzen. Κοινωνεί μετά της δικής μας καρδίας, ώστε έχει σημασία η επανάληψη So ist die wiederholte Anrufung durch das Gebet, die wir machen, von großer Bedeutung. Nicht, weil die Wiederholung selbst etwas brächte, sondern weil diese wiederholte Anrufung zur Gewohnheit wird. Und auf diese Weise die Erinnerung des Christus in uns unermüdlich gegenwärtig hält, sodass alles um uns herum und unser ganzes Herz von Gott erfüllt wird. Diese Wiederholung ist nicht irgendeine magische Praxis, die auf ein bestimmtes Ergebnis zielt. Die Wiederholung ist eine Festigung, ein Einschleifen, ein Einprägen des Namens Christi. Und so auch des Christus selbst in unserem täglichen Leben.
Das Gebet ist keine mechanische Kraft, ist keine subjektive Illusion, ist keine Energie, die dem Menschen etwas vormacht, ist keine psychosomatische Übung, von der man glauben könnte, dass sie dem Menschen eine kritische und realistische Erkenntnis vermittelt, oder dass ihr Ergebnis geistiger Natur wäre, oder dass sie den Menschen die Möglichkeit gäbe, ins Nirvana zu gelangen oder einzugehen in einen unpersönlichen Gott. Ή ότι δήθεν έχει αποτελέσματα πνευματικά ή ότι μπορεί ο άνθρωπος δια του συστήματος αυτό να εκτείνεται εις το άπειρον ή εις ένα προς ένα απρόσωπον Θεόν. Η επανάληψη Die Wiederholung macht im Menschen eine ständige Anrufung Gottes möglich, und dieses Tun des Menschen ergreift ihn tief und schenkt ihm eine geistige Befriedigung und andere Gnaden. Und dann, wenn der Mensch dieses erste Stadium erreicht hat, begreift er, dass zwischen seiner Person und dem persönlichen Gott der Heilige Geist fließt. Αντιλαμβάνεται ότι μεσολαβεί ανάμεσα στην προσωπικότητά του και στον προσωπικών Θεών το Πνεύμα το Άγιον. Και από την ώρα αυτή αναλαμβάνει τον άνθρωπο προς τον Θεό.